dort gehen wir mal kurz darauf ein, warum das eigentlich im Moment die Premium-Kompaktkameras, wie beispielsweise die Fujifilm X100V oder auch ältere Versionen oder auch andere Marken, so beliebt sind. Gegenüber den Superkompaktkameras, die tendenziell unter 800 Franken kosten, wo mich viele immer auf Instagram fragen, das oder das Modell, was wäre denn besser gegenüber dem Handy? Heute hat das Smartphone einen ganz grossen Teil von unserem Fotos eingenommen. Wir haben es immer dabei, es ist super kompakt. Wir sind sagen wir mal, aufs Handy angewiesen und darum nehmen wir es überall her mit. Wenn eine Kamera zu gross ist, wenn sie in einem separaten Fototäschchen ist, wird sie viel daheim gelassen, ausser man geht explizit reisen. Und dort überlegt man sich dann auch immer, ob man sie wirklich mitnehmen, kommt plötzlich die Tasche weg und so weiter. Und darum sind heute meiner Ansicht nach die Premium-Kompaktkameras immer mehr am Kommen. Und zwar werden sie kompakt gehalten, häufig in dem, dass man das Objektiv nicht wechseln kann. Das bedeutet, ihr habt keinen optischen Zoom, ihr könnt also vorne nicht drehen, damit ihr näher an das Zeug herkommt. Ihr habt aber in der Regel dafür sehr gute Optiken drin. Gegenüber den Superkompaktkameras irgendetwas zwischen 400 und 800 Franken in den meisten Fällen, wo ihr kleine Sensoren habt, grössere als beim Handy, kleinere als hier, wo ihr dann gleich irgendwo durch einen Kompromiss macht bei der Qualität, habt ihr hier eigentlich das, was ich bei einer Profikamera drin habe, die ich auch für eine Hochzeit brauche. Also genau gerade zum Beispiel mit der X100V habe ich auch schon an einer Hochzeit Fotos gemacht. Sie hat 2-3 Features, die mir fehlen für Hochzeiten. Aber natürlich fürs Reisen oder einfach für Fotografieren für mich draussen beim Spazieren ist sie genial. Kommen wir also heute zu den Merkmalen, die so eine Kamera mit sich bringt. Das erste ist, sie ist sehr kompakt. Also wenn ich mit dieser fotografiere, bin ich einerseits recht dezent, ich kann sie irgendwo bei der Jacke versorgen, ich kann sie irgendwo in ein Täschchen tun, das ich dabei habe, muss nicht extra eine Fototasche mitnehmen. Und sie ist mega handlich und fühlt sich auch gut an in den Hängen. Ich kann sie sicher haben, sie ist nicht schwer und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Das zweite ist die Abbildungsleistung, die die Kamera hat, habe ich vorhin schon angetönt, ist sehr gut. Das heisst, die Qualität, die ich mit der bekomme, reicht für wirklich Posterformat zu drucken. Das heisst, ihr nehmt sie mit auf eine Reise, kommt retour, habt Fotos geschossen und es ist kein Problem, dort irgendwie ein Bild für eure Erinnerung zu drucken. Nachteil hat natürlich so eine Kamera auch, das ist ganz klar, das ist in der Regel der Preis, weil so Premium-Kompaktkameras, sei es von Fujifilm, Sony oder Canon, sind irgendwo zwischen 1000 und 2000 Franken. Trotz der Abstriche, die ihr habt in puncto Zoom. Das heisst, wenn ihr auf eine Safari geht, sicher nicht das Richtige zum Mitnehmen. Wenn ihr aber auf einen Städtetrip geht, wenn ihr hier beim Spazieren einfach gerne fotografieren wollt oder wenn ihr generell gerne fotografiert, viel fotografieren wollt und immer die Kamera ein bisschen bei euch haben, dann ist so eine Kamera super geeignet. Wenn ist die Kamera nicht geeignet, dann, wenn ihr herzoomen wollt, dann, wenn ihr in den Tierpark geht oder wenn ihr gerne Fotos vom Mond macht und so weiter. Also überall, wo ihr Zoom braucht, wo ihr möchtet, näher herkommen. Würde ich dir so eine Kamera empfehlen? Das ist, wie leider häufiger Fotografie, sehr davon abhängig, was du eben genau fotografierst. Das heisst, überleg dir gut, ob du damit klarkommst, was grundsätzlich dein Handy aufnimmt. Der Bildbereich ist ein bisschen enger als von deinem Handy, aber es geht in die Richtung, wir nennen es eher so ein Weitwinkel. In der Regel seid ihr bei diesen Kameras zwischen 20 und 40 mm und dieser Bereich muss nicht einfach passen. Das heisst, ihr könnt mit dem Handy testen, indem ihr bei der Standardkamera ein bisschen mit den Fingern herzoomt und einfach mal die Welt durch das Display von eurem Handy anschaut, ob euch das könnte passen. Bei diesen Kameras ist es natürlich so, weil sie in der Regel mindestens doppelt so hohe Auflösung haben wie ein Standard iPhone 10, 11, 12 Megapixel. Hier habt ihr in der Regel 24 Megapixel plus, das heisst, ihr könnt nachhinein mindestens zweimal so fest digital noch reinzoomen. Das heisst, ihr habt eine Art von Zoom. Es ist nicht das genau gleiche, wie wenn ihr ein Teleobjektiv hättet, aber es hilft schon sehr gut, um etwas ein bisschen näher herzuholen. Abschliessend kann ich dazu sagen, ich bin mega Fan von diesen Kameras. Ich habe mehrere von denen und auch schon mehrere ausprobiert. Und ich, für mich privat, nehme immer gerne so eine Kamera mit, wenn ich irgendwo hergehe, wenn ich privat unterwegs bin. Aber genauso gut auch, wenn ich irgendwo auf einem Job bin und zum Beispiel sage, hey, ich möchte gerne noch ein paar Fotos von hinter der Szene
zeigen, wie geht es schon so auf einem Fotoshooting. Und bei so einer Kamera kann ich immer gut sagen, hey, nimm du die Kamera mal schnell in die Finger und mach doch du ein paar Fotos mit der. Somit, ich bin super Fan, ich finde es eine sehr gute Investition. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, dann schreib mir einfach eine Nachricht.